Es ist einige Jahre her. Meine Frau war damals schwanger mit unserem ersten Kind und wir waren in Südfrankreich im Urlaub. Und ich bin nachts aufgewacht. Wir waren gemeinsam mit einer anderen Familie, mit einer gut befreundeten Familie im Urlaub. Und ich bin aufgewacht, weil ein Typ in unserem Schlafzimmer stand mit einer Stirnleuchte auf dem Kopf. Und ich saß im Bett auf. Und du musst verstehen, ich habe einen weirden Freund. Der ist bei den Special Forces hier in Basel. Und ich habe gedacht, was machst du schon wieder? Und dann geht er irgendwie so zu Maike, zu meiner Frau, zum Kopf hin und geht wieder weg. Und ich denke so, das ist komplett weird. Das kann nicht der Andi sein. Der hat nicht mal was gesagt. Das passt nicht. Und in dem Moment hat es Klick gemacht und ich habe realisiert, hey, da ist jemand in meinem Zimmer, der sollte nicht da sein. Und ich bin aufgesprungen und wie eine Bulldogge hinterhergerannt. Ich habe mich selbst überrascht. Ich glaube, in 5 Sekunden habe ich den Typen aus dem Haus gejagt. Und dann war aber das Problem, also ich habe ihn natürlich versucht zu erwischen, die Wohnzimmertür war offen. Der Typ ist über den Sitzplatz gerannt. Da hinten war eine Mauer, 2,50 Meter, 3 Meter hoch. Der ist einfach so rübergesprungen. Das war so ein Parkour-Typ. Ja? Und ich habe so gedacht, crazy. Und ich habe einen Schrei losgelassen, ihm hinterher, wie es vorher und nachher nie mehr aus mir rauskam. Und ich kann gut schreien. Ja? Und meine erste Reaktion war, shit. Wir haben ein Kinderzimmer, da liegt das Mädchen von meinem Freund drin. Und ich bin zurückgerannt dahin, geguckt, wo ist sie, wo sind die anderen. Die ganze Nachbarschaft war wach. Das Auto ist schon lange wieder weggefahren mit dem Typen drin. Es ist nichts Schlimmes passiert, wir wurden nur bestohlen, ausgeraubt. Die Polizei kam dann, hat Fingerabdrücke aufgenommen und so weiter. Aber für uns war es vor allem ein Schrecken. So der nächste Abend, wo es wieder dunkel wurde, haben die Frauen gesagt, könnt ihr nicht mal mit der Taschenlampe ums Haus gehen und gucken in den Gebüschen und so. Und wir sagten, ja, können wir machen und wir können auch die Fenster schließen heute Nacht, wäre vielleicht auch noch klug. Aber das Einschlafen war nicht mehr so einfach. Und das hat recht was hinterlassen. Wir mussten uns das folgende Jahr sind wir wieder ins gleiche Haus, auch ein bisschen Therapieform, dort Urlaub machen gegangen und gesagt haben, wir lassen das nicht auf uns sitzen. Aber es war so ein innerer Kampf, es war irgendwo ein Trauma, das wir bewältigen mussten. Nicht wahnsinnig schlimm, aber ich habe für mich persönlich gemerkt, hey, das hat mich schon im Stolz auch gekränkt. So dieses Gefühl, da war ein Typ in unserem Schlafzimmer, der hätte nicht da sein sollen und wer weiß, wenn der irgendwas im Sinn gehabt hätte. Ich hätte meine Familie nicht beschützen können. Und ich habe ein paar Mal darüber nachgedacht, wenn ich den erwischt hätte, weil ich war wirklich schnell. Ich war auch saudumm. Der Typ hätte ja bewaffnet sein können, aber da funktionierst du nur noch intuitiv. Was hätte ich dem Typen getan, wenn ich den erwischt hätte? Boah, das Kopfkino war grandios. Oscar verdächtig, glaub mir. Das sind Dinge, die hinterlassen Spuren. Das kannst du nicht einfach abstreifen, nicht einfach hinter dir lassen, vergessen. Das sind Dinge, die bleiben drin und du musst richtig arbeiten, dass es wieder rausgeht. Zeit heilt keine Wunden. Das ist Arbeit. Was hast du erlebt, was in dir schlummert, immer noch? Was wurde dir angetan? Wo wurdest du verletzt, beraubt, verleumdet, betrogen? Wo hast du Dinge erlebt, wo du merkst, es ist immer noch irgendwie da? Das kann ich nicht einfach sagen, ja, ist halt passiert. Shit happens. Nee, so einfach ist es eben nicht. Und es ist irgendwie auch verständlich, finde ich, dass wir dort sauer werden und wütend und die Dinge in uns tragen. Aber das Problem ist die Bibelstelle, die ich jetzt vorlese. Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr Söhne und Töchter des Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Unrechte.
Denn wenn ihr die liebt, die auch euch lieben, welchen Lohn könnt ihr da erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr da Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr sollt also vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Liebe deine Feinde. Kann man sagen, schnell raus, aber wenn du an eine persönliche Geschichte denkst, wo du merkst, da sind immer noch Spuren in mir drin, dann wird es herausfordernd. Wie mache ich das? Bei Liebe geht es nicht um Gefühle, um es klarzustellen. Da geht es darum, was hier gemeint ist. Wünsche und tu denen Gutes, die dir gegenüber feindselig gestellt sind, deinen Widersachern. Die dir Böses antun, tu denen Gutes. Das ist ein Verb. Jesus verlangt Gewaltlosigkeit. Das kommt nicht erst hier hervor. Und ich frage mich so, mal raus aus meiner Position, ins Extrembeispiel reinzugehen. Stell dir vor, du bist in Ukraine und hast dort eine Familie und du wirst angegriffen von Russland. Wenn du jetzt das nimmst, sollst du dich einfach ergeben und sagen, ja, ich liebe dich. Und wir merken sehr schnell, wie in sich Dilemma aufbaut. Weil Jesus ist sehr konkret. An einer anderen Stelle sagt er, als ein Jünger ihn beschützen will, als er festgenommen wird, auf dem Weg zur Kreuzigung, steckt ein Schwert an seinen Ort. Denn alle, die zum Schwert greifen werden, durch das Schwert umkommen. Jesus macht das immer wieder klar und beharrt auf diese Gewaltlosigkeit. Ich versuche, die Extrembeispiele etwas kurz zu halten heute, weil ich glaube, wir müssen es in der Spannung stehen lassen, um der Frage gerecht zu werden. Es gibt keine einfache Antwort, auch heute nicht. Bonhoeffer hat eine Ethik geschrieben und darin, finde ich, einen guten Punkt gemacht. Jesus zeichnet ein Ideal mit seinen Jüngern und zeichnet eigentlich so soll Gottes Reich eigentlich sein. So soll es funktionieren. Aber wir alle wissen, und wir haben es vorher gemerkt, dass wir für das kleine Mädchen gebetet haben, Gottes Reich ist hier. Wir haben es wahrscheinlich alle schon irgendwo erlebt und gesehen, wie Gott wirkt und Gottes Herrlichkeit auf die Erde gekommen ist, was wir an Weihnachten wieder aufgreifen. Und gleichzeitig ist sein Reich auch nicht hier. Wie sonst kann so eine Diagnose bei einem 11 Monate alten Mädchen kommen? Gottes Reich ist mit Jesus gekommen, aber es ist noch nicht vollendet. Und Bonhoeffer bringt das eigentlich so auf den Punkt, dass er sagt, ja, genau so ist es auch mit der Gewalt. Das ist ein Idealbild und wir sollen danach streben, aber gleichzeitig ist das Böse in der Welt und muss eingegrenzt werden. Wenn keiner das Böse begrenzen würde, stell dir vor, was passieren würde. Klar ist für mich, das Böse kann nicht mit Bösen besiegt werden, aber es kann definitiv eingedämmt werden. Und es ist eine Spannung und die werde ich heute auch nicht auflösen können. Ich möchte vielmehr aus diesem Extrembeispiel runtergehen in unsere alltägliche Situation. Weil ich glaube, die Aussage, liebe deine Feinde, die betrifft dich und mich und nicht einfach die Menschen in der Ukraine. Und ich stelle mir die Frage, wie sieht denn ein Feind in unserer Realität aus? Wer ist denn dein und mein Feind? Wo sind wir denn feindselig jemandem gegenüber? Ich habe das Gefühl, wir haben in den letzten 10, 20 Jahren recht an einer Kultur gearbeitet, vor allem auf Social Media, wo wir uns mehr Feinde machen, als wir früher gehabt hätten. Ich nehme einen ganz rauen Ton wahr auf Social Media, kann es auf Insta sein, auf X, auf Facebook, wie Menschen ihre Meinung kundtun und auf eine Art kommuniziert wird in den Kommentaren, wo ich mir zum Teil denke. Auch von uns, auch von Leuten, die sagen, ich folge Jesus Christus nach.
wo ein rauer Ton hochgefahren wird und dann ganz, ganz oft eben auch gecancelt wird, wo wir diese Cancel Culture finden. Vielleicht hast du den Begriff schon gehört, wo wir Menschen kategorisch ausgrenzen. Wir sagen, mit dir kann und will ich nicht mehr zu tun haben. Weil du einfach das Gefühl hast, das Wertesystem passt so nicht, das ist so nicht übereinbar. Wir werden keinen Weg finden. Und dann machst du einen Schnitt und redest nicht mehr miteinander. Und das erleben wir momentan die ganze Zeit. Ich habe das letztens zum ersten Mal irgendwo selbst ganz deutlich erlebt, als hier so ein Präsentationsanlass war. Es geht ja darum, hier ist ja eine Projektentwicklung auf dem Areal. Und generell ist geplant, dass hier ein neues Quartier entsteht. ICF sollte Teil davon sein, grundsätzlich von diesem neuen Quartier. Und da wurde damals mit dem groben Plan, den man hatte, wurde hier die Bevölkerung eingeladen. Und sagen, kommt mal schauen, wir zeigen euch, was wir vorhaben. Und alle Mieter durften sich präsentieren, dass auch so ein bisschen Nähe entsteht im Quartier. Außer ICF. Und der Eigentümer hat mich dann angerufen und gesagt, was, ihr dürft euch nicht, also eigentlich ist Tag der offenen Tür und alle machen ihre Türen auf, warum macht ihr nicht auf? Und ich habe gesagt, ja, weil es keiner gesagt hat. Weiß nichts davon. Und dann wurde er ein bisschen mürrisch und wir haben so ein bisschen rausgefunden, da ist ein Projektleiter, der hat uns ganz bewusst nicht angefragt, ob wir hier unsere Türen auch öffnen, damit die Nachbarschaft sieht, hier ist eine Kirche. Ich habe dann mit ihm diskutiert, mit diesem Projektleiter, und wir kamen auf das Ergebnis, dass er sich Wertneutralität wünscht. Nach etwas Überzeugungsarbeit meinerseits, dass Wertneutralität gar nicht existent ist, durften wir unsere Türen doch öffnen. Aber ich habe das erste Mal erlebt, was es heißt, wenn ein Mensch sagt, nee. Und das sehen wir die ganze Zeit, von links und rechts, in Religion und. Ich stelle uns jetzt in diesem Beispiel als Opfer dar, aber an anderen Orten sind wir selbst auch Täter. Lass uns ehrlich sein. Das ist eine Kultur, die sich in unserer Gesellschaft etabliert hat. Ich habe von Robbie Williams, einem Musiker, der mich schon lange begleitet, gelesen letztens, dass ein Konzert von ihm in Istanbul abgesagt werden musste, weil er in der Vergangenheit in Israel Konzerte gegeben hat und seine Frau anscheinend jüdische Wurzeln hat. Und deswegen wurden so starke Proteste hochgefahren, dass die türkische Regierung Angst hatte um die öffentliche Sicherheit und das Konzert abgeblasen hat. Das ist Cancel Culture. Wir blocken etwas komplett weg. Und in dem Ganzen drin spüren wir noch so eine klare, krasse Polarisierung, wo ganz extreme Positionen bezogen werden, wo wir ganz hier rüber gehen oder ganz hier rüber. Und ich finde es langsam richtig schwierig, nicht hier oder da rüber rennen zu müssen, und frage mich, ja, darf ich denn keine Meinung haben? Darf es mir auch egal sein? Darf ich überfordert sein und nicht Bescheid wissen? Was ist deine Position? Israel, Palästina, Russland, Ukraine, Gender-Thematik, Klimapolitik, Migrationspolitik, sexuelle Orientierung. Wo ist deine Position? Positionier dich. Und ich frage mich, ja, darf ich nicht sagen, ich habe keine Position. Ich weiß gar nicht. Ich finde das mittlerweile schwierig. Social Media hilft dabei, weil emotional geladene Posts werden vom Algorithmus gepusht. Vor allem Dinge, die Wut und Empörung schüren, werden befeuert. Und das hilft dort. Das ist nicht das Einzige, wir helfen auch. Aber das hilft. Und ich merke, wir reden die ganze Zeit von Frieden. Wir wünschen uns Frieden, aber wir streiten viel mehr. Und plötzlich haben wir Feinde am anderen Ende der Welt, die wir nicht mal kennen. Namens Trump, Kirk, Putin, Greta, you name it. Und wir fangen an zu canceln, zu urteilen, Schnitte zu machen. Nicht nur ihnen gegenüber, sondern auch all ihrer Gefolgschaft. Und plötzlich sind alle, die Trump wählen, ich positioniere mich jetzt nicht, aber das ist meine Wahrnehmung, wenn ich gucke auf Social Media, wie viele Kämpfe wir kämpfen. Und der Punkt ist, in dieser Kultur, die wir etabliert haben, der Treiber dahinter ist eigentlich wunderschön. Es geht um Gerechtigkeit. Wir wollen Gerechtigkeit. Und in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, die Obrigkeit macht ihren Job nicht mehr, stehen wir rein in der Fläche
und werden aktiv. Mit den Mitteln, die wir haben. Eigentlich ist es nobel, eigentlich kämpfen wir für Gerechtigkeit. Das Problem ist nur, wir lassen Gott außen vor. Er, der gerechte Richter, der in der Bibel sagt, ich werde letzten Endes werde ich richten. Ich werde es richten. Ich lasse die Sonne aufgehen über Gut und Böse. Ich lasse es regnen über Gerechten und Ungerechten. Mach das nicht zu deinem Problem, lass das mein Problem sein. Aber das Problem ist, wie kannst du einem gerechten Richter vertrauen, den du nicht kennst, an den du nicht glaubst? Wenn du nicht an Gott glaubst, was sollst du denn tun, wenn Ungerechtigkeit geschieht? Ja, es gibt nur eine Lösung. Self-made judge. Müssen wir selbst anfangen zu richten. Sagen, das geht gar nicht. Schuldig. Das kannst du nie so schreiben. Mit dieser Meinung, da will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Du achtest die Menschenwürde nicht. Und wir fangen an, Urteile zu sprechen. Ja, jemand muss, ganz ehrlich, es ist ein natürlicher Reflex. Es gerät Ungerechtigkeit, geschieht auf dieser Welt und wir merken, auch Schwache werden unterdrückt und es wird ungerecht gehandelt und niemand tut was. Dann muss ich etwas tun und ich muss die Menschen schuldig sprechen und sagen, das geht nicht, da stehe ich auf dagegen. Und stell dir vor, jetzt nimm mal die Position ein von einem Menschen, der Gott nicht kennt. Ist doch absolut logisch und nachvollziehbar, dass wir anfangen, Urteile zu sprechen. Das geht so nicht. Wir können Ungerechtigkeit nicht einfach so stehen lassen. Wir müssen ein Urteil sprechen und Linien ziehen. Das Ding ist, Jesus challenged uns immer wieder und sagt, ihr aber, ihr kennt Gott. Ihr wisst, dass es einen Gott gibt. Ihr kennt ihn. Ihr kennt sein Wort. Und immer wieder treffen wir Bibelstellen an, wo Jesus ganz offensichtlich uns aus der Kultur der Gesellschaft rausruft und sagt, macht es nicht so wie die Heiden. Also damit ist gemeint, macht es nicht so wie die Gott nicht kennen. Weil gewisse Dinge sind sehr logisch, wenn wir ohne Gott leben, ohne Gott denken, ohne Gott entscheiden, dann sind gewisse Reaktionen sehr nachvollziehbar und logisch. Aber Jesus sagt, aber ihr kennt doch den Vater, ihr kennt ihn doch. Wie könnt ihr da nur gleich handeln? Ihr müsst einen anderen Weg finden. Paulus schreibt mal an die Römer, Kapitel 12, Vers 2, fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Unsere Gesellschaft richtet nonstop. Geh auf Social Media. Ich habe ungefähr 5 Minuten Energie dafür und danach muss ich schließen. Ich finde es anstrengend. Und es ist anstrengend, weil Richten überfordert uns. Wir versuchen Dinge zu beurteilen, Recht zu sprechen, ohne das ganze Bild zu haben, ohne den Menschen überhaupt richtig zu kennen. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du ein Verhalten von einem Menschen, wenn es dich nervt und du lernst den Menschen tiefer kennen, du lernst seine Geschichte kennen, wie plötzlich eine Barmherzigkeit für diesen Menschen entsteht. Das rechtfertigt nicht alles, was er tut. Nicht falsch verstehen, bitte. Aber es entsteht eine andere Herzenshaltung. Ich merke das, wenn meine Kinder Krieg führen daheim. Ich liebe sie beide. Und manchmal verhält sich das eine echt doof und verletzt das andere. Ja, aber ich kenne beide Kinder. Und ich weiß, wie sie ticken. Und ich weiß, welchen Charakter sie haben. Ich habe eine Position, wo ich etwas beurteilen kann. Aber wir bewegen uns ganz, ganz oft in Positionen, wo wir uns selbst auch in Überforderung rein positionieren.
Wo wir uns selbst in einen Ort hinstellen, wo wir merken, wow, die Aufgabe kann ich eigentlich gar nicht mehr wirklich bewerkstelligen. Wir wollen Gerechtigkeit sprechen, wir wollen Gerechtigkeit herstellen. Aber wir haben oft gar nicht den Blick dafür, das richtig gut zu können und entsprechend die Skills. Jesus macht klar, das ist seine Aufgabe. Er sagt in Johannes 5, denn wie der Vater in sich Leben hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, in sich Leben zu haben. Und er gab ihm die Vollmacht, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Jesus sagt, diese Aufgabe wurde mir übertragen, weil ich der Sohn Gottes bin. Das ist meine Aufgabe. Und in der Bergpredigt haut es raus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Und mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Willkommen in der Serie Deftiges, Schwerverdauliches von Jesus. Der haut rein. Ich darf nicht richten. Ich habe mir das ein bisschen belegt im Vorfeld und denke mir so, ja Moment mal, es gibt ja Richter. Karl, der auf der Bühne war vorher als Gitarrist, der Schulleiter. Was wäre er für ein Schulleiter, wenn er nicht Recht sprechen würde unter den Lehrpersonen? Meine Frau Maike, Mutter von 3 Kindern. 104 Konflikte pro Tag. Was wäre sie für eine Mutter, wenn sie nicht Recht sprechen würde in ihrem Haus? Was wäre ich für ein Pastor, würde ich nicht hinhören, wenn angeklagt wird und Recht sprechen hier in diesem Haus? Wenn ich einfach alles laufen lassen würde, wohin würde es führen? Oder in unserem Staff, mit den Angestellten. Ich kann doch nicht, wenn Konflikte da sind, einfach, das wird Jesus dann richten, irgendwann in der Ewigkeit. Wir wissen, dass es nicht funktioniert, aber Jesus sagt, richtet nicht. Und ich glaube, einmal mehr will er auf etwas hinaus. Ich glaube, richten ist schon wichtig. Ich glaube, richten dürfen wir. Aber nur, wenn es mit Verantwortung gekoppelt ist. Gott gibt uns immer wieder Verantwortung, setzt uns in Verantwortung über gewisse Felder. Es kann eine Familie sein, es kann ein Team sein, eine Abteilung, ein Geschäft, eine Schule, was auch immer. Und dort trägst du Verantwortung. Und ich glaube, dort musst du Recht sprechen, sonst machst du deinen Job nicht. Oder was denkt ihr? Und dann mahnt Jesus und sagt, aber achtet euch darauf, wie ihr messt, weil so werdet ihr auch gemessen. Ja, und dann macht Leiten plötzlich Spaß. Dann macht Leiten plötzlich Spaß. Dann weißt du, warum du mehr Lohn bekommst, wenn du eine Führungsaufgabe hast. Das ist dicke Post. Rechtsprechung ist wichtig, dort, wo wir Verantwortung haben. Und lass es dort tun, in voller Wahrheit und in voller Gnade. So wie Gottes Wesen ist. Die volle Wahrheit und die volle Gnade. Wie ist es als Opfer? Wenn ich das lese, ich habe schon fromme Kreise gesehen, die haben gesagt, ja, es passiert, Jesus wird Recht sprechen. Und ich mir bei gewissen Geschichten ernsthaft? Ernsthaft? Wir müssen doch für Gerechtigkeit sorgen, wenn jemand leidet. Wenn irgendwo Machtmissbrauch passiert oder noch was anderes. Die Menschen tragen viel Bosheit in sich drin. Wir sehen das immer wieder. Wir müssen gar nicht so viel scrollen im Internet und wir entdecken immer wieder Szenen, wo wir denken, nee, come on. Was bringt der Mensch zustande?
Es gibt Gerichte. Und ich will dir zusprechen, wenn du Opfer bist, nutz das. Weil unsere Gesetzgebung ist abgeleitet von Gottes Gesetz. Es ist für mich ein Privileg, in einem Land zu leben, hier, wo wir ein Gesetz haben, eine Gesetzesgrundlage, wo wir merken, ja, das kommt von Gottes Gesetz, du sollst nicht töten, ja. Und wir setzen das durch. Und das ist wichtig. Und es ist wichtig, dass du das gehört hast. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Menschen hier, die die Predigt hören oder schauen und haben das mal gepredigt bekommen. Ja, Jesus wird es dann richten. Ja, wird es schon. Er ist der oberste Gerichtshof. Aber vorher gibt es Instanzen, die er eingesetzt hat, die Recht sprechen dürfen. Ich glaube, die Challenge, die wir haben, aktuell als Gesellschaft, und ich hoffe, am Ende macht alles Sinn, was ich sage. Wir haben angefangen, eine Kultur zu etablieren, wo wir uns viel zu oft hier hinten aufhalten. Und wir haben angefangen, Recht zu sprechen an Orten, wo wir keine Verantwortung haben. Und ich glaube, da wird es sehr schnell sehr ungesund. Und für uns, wenn wir die Warnung von Jesus ernst nehmen, könnte es auch sehr unangenehm werden. Wenn wir anfangen zu richten, Recht zu sprechen, in Situationen, in denen wir gar keine Verantwortung haben. Weil es gibt Orte, ja, da haben wir Verantwortung als Vater, Mutter, Vorgesetzter, Lehrer, Lehrerin, you name it. Aber es gibt ganz viele Orte, wo ich in unserer Gesellschaft wahrnehme, wir judgen all the time. Wir richten die ganze Zeit. Aus unserer Position heraus. Und verurteilen. Aber dabei sind wir gar nicht in Verantwortung. Vielleicht würden wir viel besser hier sitzen. Auf der Position des Geschädigten. Und sagen, schau meine Wunden, schau wie ich verletzt wurde. Und dem Richter unseren Zorn an den Kopf werfen. Und Anklage erheben gegen den Täter. Und vielleicht sitzen wir manchmal auch hier, wo wir selbst die angeklagte Person sind. Und über unsere Person, unsere Taten Recht gesprochen wird. In beiden Positionen, und es macht Sinn, wenn wir es illustriert hier vor uns sehen, macht es keinen Sinn, wenn wir gleichzeitig auch hier sind. Aber wie oft tun wir das? Wie oft sind wir hier und da? Wir sind Geschädigte, wir klagen an und wollen selbst auch die Rechtsprechung übernehmen. Und da sagt Jesus, tu das nicht. Das ist meine Aufgabe. Selbst wenn es die Gerichte dieser Welt verkacken, werde ich irgendwann Recht sprechen. Ich habe das letzte Wort. Und ich werde Recht sprechen. In Wahrheit und Gnade. Du bist gerade in einem Gerichtssaal. Du sitzt gerade auf deinem Zuschauerplatz. Und ich frage mich, wie oft es uns gut tun würde, in der heutigen Zeit genau hier zu sitzen, wo du jetzt sitzt, anstatt hier. Weil ganz, ganz viele Feinde bauen wir uns auf, nur weil wir hier hinterrennen. Wir haben Meinungen zu Konflikten, wir haben Meinungen zu Situationen, wir beziehen eine Position, wir sprechen Urteile. Dabei geht es uns gar nichts an. Eigentlich interessiert deine Meinung gar niemand. I'm sorry, wirklich.
stellvertretende Diskussion noch und nöcher. Über alle Themen wissen wir Bescheid. Über alles haben wir eine Meinung. Über alles sprechen wir ein Urteil. Und wenn jemand dezidiert eine andere Meinung hat, ja, dann geht es aber los. Das ist aber nicht unsere Berufung. Eigentlich sind wir in der Rolle als Zuschauer absolut richtig. Wenn wir da sind und die Klappe halten. Es würde manchmal so viel helfen. Wir können nicht 2 Plätze miteinander einnehmen. Wir können in dieser Szenerie nur eine Position haben. Wir können hier sein, wir können hier sein, wir können hier sein, hier sein. Es gibt Leute, die Gerichtssäle noch besser kennen als ich. Es gibt noch weitere Plätze, you name it. Du kannst das gerne in deinem Kopf mal weiterspielen. Aber in einer Zeit, wo wir es uns so angewöhnt haben, so schnell hier hinten zu rennen und den Hammer in die Finger zu nehmen, glaube ich, lohnt es sich die Frage zu stellen, auf welchem Stuhl sitze ich eigentlich bei diesem Thema? Und ich glaube, dass unsere Position in dieser Szenerie enorm entscheidend ist, ob wir Feindesliebe einüben können. Es ist so schwierig, seinen Feind zu lieben, wenn wir auf dem falschen Platz sitzen. Es ist so schwierig, seinen Feind zu lieben, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen anklagen und selbst noch richten. Und nicht anerkennen, dass Jesus richten wird oder Jesus Menschen eingesetzt haben, die die Berufung haben zu richten. Und ich frage mich, was passiert, wenn wir es hinbekommen, wenn wir realisieren, ich bin schon wieder da hinten, wenn wir es hinbekommen, diesen Platz zu verlassen, dort, wo wir keine Verantwortung tragen. Was würde passieren? Wie viel Frieden liegt für uns bereit, wenn wir von dieser Position wegkommen, wenn wir es schaffen, dahinter vorzukommen? Und ich will dich ermutigen, ich weiß, das ist nicht einfach. Ich habe ein Beispiel von mir am Anfang erzählt, das ist vielleicht mit deiner Geschichte verglichen eine Lachplatte. Es gibt Menschen, die erleben grausame Dinge. Und ich kann da vorne stehen und erklären, ja, sitzt nicht hier, sondern da. Das ist nicht einfach. Und trotzdem glaube ich, es liegt ein Frieden drin. Wenn wir es hinbekommen, wenn wir realisieren, ich bin hier hinten, ich habe den Hammer in meinen Händen und es ist dran, den Hammer hinzulegen. Denn in diesem Fall bin ich nicht als Richter berufen. Und da hinzusitzen, wo nun mal meine Position in diesem Thema ist. Ist es einfach? Nein, sicher nicht. Das ist es nicht. Aber ich glaube, es ist möglich und ich glaube, wir können uns gegenseitig dabei helfen. Du darfst, wenn du geschädigt bist, wenn du Opfer geworden bist, du darfst dem Richter alles sagen, was du fühlst. Immer und immer wieder. Du darfst zu Jesus gehen und sagen, schau doch an, was sie mit mir machen. Lies mal die Psalmen. Das sind gute Vorlagen, wie das geht. Schau dir meinen Zorn, meinen Schmerz. Ich wünsche mir, dass du den Feind vernichtest. Ja, das steht da. Und manchmal ist es notwendig, solche Dinge auszusprechen und seinen Zorn und alle Emotionen nicht zurückzuhalten, sondern zum gerechten Richter zu bringen. Manchmal ist es auch notwendig zu sagen, Herr, ich setze mich auf den Zuschauerstuhl. Das ist nicht an mir, Urteil zu sprechen. Das ist meine Ansicht. Das ist meine Weltanschauung. Hilf mir, mein Gegenüber zu verstehen. Wie wäre es, wenn wir darin wieder besser werden würden? Wie viele Konflikte würden sich lösen in unserer Gesellschaft? Vielleicht auch in unserer Kirche?
Ich will das nochmal aufsagen, was Jesus geschrieben hat oder was geschrieben wurde, was er gesagt hat. Betet für die euch verfolgen. Betet für die euch Böses tun. Wir haben im Office diese Woche über Gebet diskutiert, was Gebet eigentlich ist. Es ist ja irgendwie so was Absurdes, weil Gott weiß ja schon, was in deinem Herzen ist. Warum musst du es aussprechen? Das ist nochmal eine eigene Predigtserie. Aber ich sage, ein Aspekt ist ganz wichtig. Gebet formt dein Herz. Wenn du es hinbekommst, für deinen Feind zu beten, wird dir Gott seinen Blick auf sein geliebtes Kind schenken. Die Tat ist immer noch abscheulich. Das, was die Person getan hat, ist immer noch falsch und muss immer noch gerichtet werden. Und dennoch kann dir Gott einen Blick der Liebe auf diese Person schenken. Und das kann dein Herz verändern. Und es kann ein Frieden in dein Herz kommen, der nicht von dieser Welt ist. Und ich mache dir Mut. Gerade wenn du hier hinten bist und diese Position eingenommen hast, aber eigentlich dahin gehörst, probiert das mal. Mach es gemeinsam mit deiner Small Group, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, mit einer Freundin, mit einem Freund. Fang an, für die andere Person zu beten. Und du wirst sehen, wie sich dein Herz verändert. Jesus fordert uns deftig heraus. Aber nur, weil er uns ein Leben in der Leichtigkeit schenken will. Ein Leben, wo wir in unsere Position reinfinden und ihm seine Position lassen. Das ist der Wunsch, den er hat. Wenn du magst, dann bete mit mir. Herr, diese Stellen, diese Aussagen von dir, die fordern uns heraus. Du siehst meine Wunden, du siehst meine tiefsten Gedanken, alles. Heute öffne ich dir mein Herz, dass du anfangen darfst zu arbeiten. Lass mich meine Positionen erkennen, die ich habe, in diesen Themen, die jetzt gerade in mir hochkommen. Ich vertraue darauf, dass du Recht sprechen wirst. Ich vertraue darauf, dass du für mich einstehen wirst. Dass du gerechter Gott und gerechter Richter bist. Und darauf berufe ich mich. Hilf mir, ein Werkzeug des Friedens zu werden. Dort, wo du Frieden herstellen willst. Hilf mir gerade in einer Gesellschaft, die so aufgebracht ist über gewisse Themen. Gib mir die Fähigkeit, Frieden zu stiften und auch dort in meine Position zu finden. Herr, wir wollen sehen, wie dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Wie im Himmel, so auf Erden.